So, jetzt reicht's aber. Mein Gott, ey. Ich dachte schon, was ist denn jetzt kaputt, ey? Dass die Energie nicht ausgereicht hat. Yeah. Bam. Und Tschüssikowski. Yeah. 100% Power kann ich auch. Und sogar noch besser als er. Wohlgemerkt. Wieso macht er die ganze Zeit Viereck? Kapier ich nicht. Er hat doch gar nichts davon. Verfolgt er vielleicht einen geheimen Plan? Wer weiß. Obwohl, ich glaube eher weniger. Und falls doch, hat es sich nun für ihn ausgeplant. Sayonara. Oder auch Hasta la Vista, Baby. Bardock ist in the house. Da vergeht er jetzt auf Dreiecks. Na gut, na gut. Wenn du das so haben willst, Alter. Dämlicher Wechsel heute. Mann! Ich weiß, eigentlich bringt es nichts mehr, vielleicht bringt es ja doch noch was. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ist jetzt sowieso tot. Ja, ganz toll. Ja, nichts und wieder nichts Button gesmashed. Hä? Wie? Ich werde ihm nie verzeihen. Der hatte schon genug Energie dafür? Klar, verarsch mich doch. Mann, ey! Du gehst mir auf die Nerven! Verpiss dich mal, Alter! Yeah! Frontal von oben! Weggekickt. So. Jetzt habe ich hoffentlich genug Zeit. Geht doch. Und runter! Und wieder mal nach guter alter Kick-Schlag-Kick-Manier. Juhu! Und Verfolgungsangriffen. Das schmeckt ihm gar nicht. Aber können wir alle nachvollziehen, wieso hat Fred jetzt Frame-Einbrüche? Hallo? Ich bin jetzt auf 22 runtergesunken. Ja. Zurück auf den Boden der Tatsache mit dir. Feuermeteoritenhagel again. Yeah. Und es reicht, um ihn platt zu machen. Shinra Tensei. Weil ich heute so gute Laune habe, zeige ich dir nun mein Ultimate Shinra Tensei. Und er sagt nichts mehr. Ihm hat es die Sprache verschlagen. Ob dieser Power. Nee, nichts ist unmöglich. Michael, yeah. Aber ist schon ein bisschen heftig. Oh yeah. Du. Das war doch geil, oder Leute? Das war doch cool. Wir haben die Super Vegetto-Aura und den Strahlenschwerthieb. Geil. Einfach nur Hammer. Sparring Nummer 10 und er hat Freezer dabei.
Zwar ein seltsames Team, aber sicher verdammt stark, hey. Und wenn wir schon bei verdammt stark sind, da fällt mir doch gerade ein, ich glaube, Vegeta hat noch nie seinen Ultimate Move eingesetzt, oder? Oder irre ich mich jetzt da? Das lässt nichts Gutes vermuten. Ja, ja. Du bist super, kennen wir doch schon. Kennen wir doch alles. Als ob ich nicht auch super wäre und ihr natürlich auch, Leute. Alles klar, Ring frei für Runde 10. Bin mal gespannt. Bisher läuft's noch gut für mich. Ja, noch. Ja, die Frage ist bloß, wie lange noch? Yeah! Wenn er so weitermacht, zieht da keine Sonne gegen mich. Aber eben. Gerade mal knapp 6000 insgesamt abgezogen. Oh oh, oh oh, oh oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Haben wir jetzt eigentlich den Nahkampf hier? Ah doch. Strahlenschwerthieb, stimmt ja. Das ist der Vegetos eigene Attacke. Habe ich schon ganz vergessen. Tja, da sehen wir uns mal. Mein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Mal eine kurze Pause gemacht und schon ist alles aus dem Gedächtnis gelöscht. Au! Ja, das muss ja wehtun, ey. Haha. Na, was machst du? Aber mehr zu sein, nur Strahlenschwerthieb ist mir ein bisschen zu wenig. Alter, hör mal auf mit der Scheiße. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Mein Gott. Ja, wie gesagt, oh oh, yeah. Hätte der mir doch beinahe was zu tun. Hat doch gerade beinahe gesagt? Ja. Beinahe eins über den Schädel gezogen. Ja, was noch dies kann noch werden, wa? Ich gehe doch auch auf Abwehr. Was soll der Mist? Au. Ja, ich glaube, das Match ist völlig viel. Ich habe zu wenig Energie. Okay, okay. Ja. Das kann ja was werden, hey. Und so bin ich wieder bei 0. Ist doch auch nicht schlecht. Mal gespannt, wie gut das jetzt wird. Mit der kurzen Pause, wenn er gleich teleporte, na dann, viel Glück wünsche ich mir. Okay, er macht nichts. Ah, ist der blöd, ist der blöd. Er legt's aufs Button Smashen an. Ist ja voll Hirn, ey. Also nach mittlerweile 9 Kämpfen, das ist ja wie gesagt schon der 10., müsste er es doch eigentlich besser wissen. Aber gut, Vegeto. Du kannst es so haben. Konter, wenn du kannst. Button Smashen ist angesagt. Alter Falter! Oh. Okay, er wird definitiv stärker. Ach du Scheiße. Das kann ja übel werden. Das wird übel. Und weg bin ich. Grafikfehler. Doch was soll's, es ist doch so scheißegal. Jetzt ist auch noch Freezer an der Reihe. Der macht schnell platt. Im Gegensatz zu Vegeto ist er kein Problem. Das hoffe ich zumindest mal. Die Energie behalte ich jetzt mal noch, falls Freezer gleich angreift. Das wird er wahrscheinlich tun, dann bin ich nämlich im roten Bereich und kann so ein bisschen schneller Energie tanken. Für den Ultimate Move. Vorausgesetzt natürlich, ich komme überhaupt dazu. Ja, man sieht schon, was ich meine. Hey, ich hätte Wetterfrosch werden sollen. So gut sind meine Vorhersagen. Aua. Immer in die Schnauze. Natürlich, ich fliege auch noch zurück. Ich bin mal gespannt, ob er Dreieck macht. Ja, war klar. Au, den grünen. Er will keinen violetten machen. Ja doch, jetzt schon. So, mehr brauche ich nicht. Das reicht schon. Tja, Freezerlein, du altes Schwein.
War wohl nichts mit der Revanche, wa? Ja, also das kann sie deiner Großmutter erzählen. Aber da hat er ja ein Problem. Er hat gar keine Großmutter. Obwohl King Cold mal was anderes gesagt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur in der deutschen Version war oder auch im Original japanischen. Ja, als Freezer die beiden da geplättet hat, beziehungsweise mal Freezer zerstückelt hat, da hat doch King Cold was davon erzählt. Ach, was soll ich jetzt bloß einer Großmutter erzählen und sowas. Ich glaube zumindest. Oder war es die Mutter? Weiß ich echt nicht mehr. Aber war eine coole Folge. Streufingerstrahl brauche ich nicht. Oder macht er viel Schaden? Na, könnt's mal ausprobieren. Oh my goodness. Ich bete noch viel mehr. Dass der Kampf bald vorbei ist. Okay, let's get started. Are you a fighter worthy to face me? Das werden wir noch herausfinden, Alter. Das werden wir noch herausfinden. Wer hier würdig ist und wer nicht. Aber ich meine, wieso darf ich nie als Super Saiyajin antreten? Ist das schon zum Kotzen? Ja, das ist eigentlich auch nicht seine übliche Art und Weise. Mal schauen, wie es wird. Kurz mal überrannt, was mir einen kleinen Vorteil anbringt. Hoffentlich weiß ich diesen zu nutzen. Ja, toll, jetzt kratzt mich auch noch überall. Beziehungsweise es beißt mich überall, ich muss mich da verkratzen. Ja, ist der super. Sicher der Angstschweiß. Wenn gerade die Poritze runterrinnt. In solchen Situationen hasse ich das Button Smashen. Genau deswegen. Ja, mir fehlt das Timing. Wenn ich mal zu nervös bin. Hallo, gibt es das Sinn? Ich habe abgeblockt. Vielleicht kann ich den Vorteil zumindest ausnutzen. Natürlich ist es zwar keinen Sinn, weil ich ihn von hinten angegriffen habe, aber von hier aus. Hauptsache ich füge ihm zumindest Schaden zu. Genau, zu wenig Energie, damit er kontern könnte. Das ist scheiße. Okay, Fraps war es nicht, weil die Framerate ist stabil. Heißt also, das Spiel war das irgendwie. Keine Ahnung wieso und warum, aber ich hoffe, es ist bald vorbei. Und natürlich auch dieser Kampf. Schwitz, keuch. Und schwielen an den Füßen, hey. Mein Gott. Wie viel ist Michael wohl in diesem Fight gegen Vegetto schon gerannt? Ich will es lieber nicht wissen. Ja, vor allem schon langsam mal Falten und Schwielen an den Poritzen. Poritzen, an den Pobacken. Und in der Poritze natürlich, das auch. Ups. Haben wir kurz nicht aufgepasst, da hat man die gleiche Animation. Das wollte ich doch gar nicht. Egal. Aber halt vom langen Sitzen und so, da gibt es halt schon die ersten Falten, beziehungsweise Abdrücke. Na gut, Falten gibt es natürlich auch im Gesicht. 20 Jahre später, ich bin immer noch gleich weit. Irgendwie bei Part 2300, ne? Versteht schon. Ja. Ja, es gibt auch ungeheuren Sinne. Warum, dass ich jetzt nicht ausweichen konnte, aber er mir schon. Ja, was soll's. Hä? Ich hab die Steuerung mal wieder. Ich hab das nach unten gedrückt. Offenbar nicht unten genug. Also Cell dürfte wohl nicht so der Hammerkoloss sein. Also sicher schwächer als Ultimate Gohan, aber trotzdem. Sicher ist sicher. Kein Risiko eingehen!
So, jetzt klappt's doch wieder. Mal ein bisschen Abwechslung hier. Yeah! Ich könnte ihn zwar schon platt machen, aber... Ja, wieso eigentlich nicht? Wie schon gesagt, sicher ist sicher. Von mir aus, dann Fink halt nicht so. Aber auf alle Fälle bist du jetzt pulverisiert. Ja, ungeheuer pulverisiert. Man sieht ihn kaum noch. Na, dem noch zu viel. Oh. Wieso durfte er jetzt zuerst angreifen? Nochmal ganz toll, ey. Nochmal super. Das wird ein Fehler, ey. Wenn man die erst einmal zum Zug kommen lässt, dann Prost Mahlzeit. Was für den scheiß Drachenzorn. Nein, 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 ich bin schon im roten Bereich. Scheiße. Oh. Oh. Ah, das ist einfach Kacke, Mann. Hätte jetzt den 4-Knopf genommen, hätte er den 3 genommen, ist doch klaro. Ich kann einfach nicht gewinnen. Außer ich habe verdammtes Glück. Morgen früh um 4 Uhr und ich kämpfe immer noch mit denen. Das glaubt mir doch keine Seele. Keine Menschenseele glaubt mir doch diese Scheiße, was hier gerade abläuft. Nee, das glaubt mir echt keine Socke. Mann, Alter, hab's alles kapiert, ja? Das kann noch was werden, hey. Das kann echt noch was werden. Konzentration. Vollste Konzentration. Der kleinste Fehler und alles kann vorbei sein. Gebt ihm nur den kleinen Finger und sie nehmen gleich das ganze Kampffeld ein. Genau wie die Quatsch-Scheiße. Die Quatsch-Scheiße. Warten Sie mich zwar für den Win, aber ah doch, jetzt glaubst du dafür. Küsst die Sonne, küsst den Mond und vor allem küsst den Staub unter meinen Füßen. Staub. Ich hasse Staub. Ich hasse Abstauben, ich hasse fast jede Form von Putzen. Na gut, das stimmt nicht ganz. Einen automatischen Staubsauger einschalten, das mache ich gerne. Aber ja. Also ein Putzfetischist bin ich sicher nicht. Vegetto aber offenbar schon, vor allem wenn man seine großen Handschuhe betrachtet. Außer steht auf Rektaluntersuchungen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. So irgendwie kann doch gar kein Saiyajin sein. Doch zumindest. Ja, ja, ja. Ein bisschen Energie auch noch für mich, wenn ich bitten darf. Was? Wie kann er abweichen? Wie geht das überhaupt? Ich habe ihn doch gerade voll in eine andere Packung reingedröhnt und trotzdem kann er noch ablocken. Hallo? Wo sind wir hier, bitteschön? Unfair hoch 3, sagst doch immer wieder. Oh oh, oh oh, oh oh.
Schon wieder mal Schwein und Sally Boy hat Pech. Na, Sally Boy? Wie geht's denn so da unten? Wie sieht denn die Welt von da unten aus? Ziemlich feurig, was? Oder vor allem ziemlich explosiv. Wieso jetzt? Wieso nicht? Wechselt jetzt wieder in den Nahkampfmodus? Kapier ich jetzt nicht ganz. Vorhin wollte er unbedingt in sicherer Reichweite sein. Und jetzt kommt er wieder nah heran. Seine Logik, die kapiere ich echt nicht, aber was soll's. Die will ich auch gar nicht kapieren. Wieso sollte ich auch das Gehirn eines ekligen, schleimigen Insektes kapieren wollen? Das ist vollkommen unlogisch. Und vor allem übel ist, dass ich erst beim zweiten Gegner bin und bereits im gelben Bereich. Also das hätte er schon viel eher haben können. Also der Klügste bist du nicht, Sally Boy. Für einen der Schlagfertigsten. Na klar, ich stehe 10 Meilen von ihm entfernt und er trifft mich trotzdem noch. Sag mal, habe ich eine Packung Verarsche bestellt oder was? Lass mich nicht verarschen, auch nicht von so einem Sally Boy. Ja, hör auf zu stöhnen. Also den kannst du gewinnen, wäre mehr als ein Wunder. Ich sage ja, es kommt nur auf die Konzentration an. Trotzdem brauchst du ein bisschen mehr, um den Alten zu schrägen. Und vor allem noch der danach kommt. Komm runter, Mann! Beziehungsweise komm hoch, Mann. Du musst noch mehr Schaden reinwirken. Und mir aus Kontra, wenn du nachher kannst. Ups, schon vorbei. Nein! Ich hab doch noch gar nicht genug abgezogen. Alter! Egal, dann nimmst du es halt. Oh oh, oh oh, oh oh. Schnell, 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 schnell. Ich weiß, es war ein Fehler, aber es muss sein. Die Energie muss weg. So, jetzt kann ich mich um den anderen Scheiß kümmern. Yeah. Gut. Sehr gut. Fantastisch. Yeah. Diesen Kampf muss er noch gewinnen, Freunde. Dann haben wir es geschafft gegen Vegetto. Volle Dröhnung. Wieso gibt es hier keine Volltreffer wie bei Pokémon? Das könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. Na, dein schlimmster Albtraum. Aber haben Teufelsdrachen überhaupt Albträume? Ich müsste ihn mal fragen. Das war ein Fehler und Glück für mich gleichzeitig. Ich brauche die Energie. Ich brauche sie so dringend. Verdammt! Egal. Holt ein etwas epischeres Ende, aber so geht's natürlich auch. Der letzte Kampf gegen Vegetto. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich pack's gar nicht mehr.
Endlich das Final Kamehameha von Vegetto. Der Supermove schlechthin. Denke ich zumindest. Oh Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Wie glücklich ich bin. Und wie am Boden ich bin. Oh. Schnell noch den Move ausrüsten. Und zwar hier anstelle des wahren Kamehamehas. Das hat uns zwar treue Ehre bewiesen, das gebe ich gerne zu, aber jetzt muss es leider weichen. Oh yeah. Fehlt noch 2 Attacken. Eine muss von Gogeta sein und der andere, keine Ahnung. Das kann noch einer sein, vielleicht einer noch von Cell, obwohl er da eigentlich alle Attacken von den Z-Kämpfern kopiert. Das kann es also auch nicht sein. Was soll's. Es fehlt nicht mehr viel. Wir sind beinahe am Ende. Fast alle Meister sind erledigt, es fehlt nur noch einer. Gogeta. Auch er will 13 Sparring-Kämpfe haben. Werden wir es schaffen? Wie viele Parts wird dieser beanspruchen? All dies und noch weitere Fragen werden vielleicht im nächsten Part beantwortet von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe es hat auch trotz allem Spaß gemacht. Ihr konntet vielleicht einiges lernen, vielleicht auch viel mitlachen vor allem. Wegen meinen Ausrasten und so weiter und so fort. Und sorry, ja, dass ich an einigen Stellen halt wirklich leise war und halt, ja, aber man muss sich halt auch manchmal, nur manchmal, aber auch das muss sein, muss man sich halt konzentrieren. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!